Es war ein grosser Moment, wo der Bundesrat die Massnahmen alle aufgelöst hat. Die meisten von euch werden sich wahrscheinlich erinnern, wo ihr das gehört habt, wie ihr es erlebt habt. Für viele von euch war es wahrscheinlich auch ein grosser Moment. Ich weiss von einigen, die haben eine Flasche Wein aufgemacht und angestoßen. Andere sind sich in die Arme gefallen. Andere sind vielleicht im ersten Moment ein bisschen ungläubig überrascht gewesen, haben es fast nicht fassen, so was jetzt aufs Mal so schnell. Und ich mag mich erinnern, uns ist eine mega Last vom Herzen gefallen. Und es hat so einen kurzen Moment gebraucht, um sich irgendwo ein bisschen daran zu gewöhnen. So, wir sind im Büro und ab und zu sind so Sachen nur gekommen. Ja, was heisst jetzt das für Kids Days? Ja, das heisst keine Einschränkungen. Nichts, nix, nada. Was heisst das für das Pfingstcamp? Nichts, keine Einschränkungen. Alles so wie sonst für den Gottesdienst, weissen Saal zumachen und so weiter. Und es hat wirklich gebraucht zum Sacken und es war so, wow, so schön. Und dann aber gleichzeitig also der Gedanke, ja, naja, in den letzten 2 Jahren ist vieles passiert. Es ist gestritten worden, es ist gelitten worden, es sind Menschen gestorben, es sind Gräben aufgegangen in unserer Gesellschaft, ein Stück weit auch in der Kirche, sogar in Familien, oder? Und zwischen Freunden. Es hat viel Ungerechtigkeit gegeben, es hat Verleumdungen gegeben, es hat Unverständnis gegenüber Andersdenkenden gegeben. Es ist viel mit Ängsten gespielt worden, viel Misstrauen irgendwo auch aufgekommen. Und ganz vieles ist ein Stück weit auch in Frage gestellt worden. Und zwar nicht nur Massnahmen und Impfung, sondern teilweise auch viel persönlichere Sachen. Einige Leute haben ihren eigenen Glauben hinterfragt, die Kirchenzugehörigkeit oder vielleicht die Haltung der Kirche und ihre Theologie, die dahinter ist. Und mich hat es daran erinnert, wie viele Leute schon ganz am Anfang eigentlich gesagt haben, dass die Welt nie mehr ganz die gleiche sein wird wie vor der Pandemie. Und ich glaube, irgendwo ist uns allen ein Stück weit auch bewusst worden, ja, ein bisschen ist es so. Ob Massnahmen hin oder her, auch wenn jetzt das sich vieles wieder wie vorher anfühlt, die Welt ist doch nicht mehr so ganz die gleiche. Und genau das haben wir mit dem Titel «Zurück in die Zukunft» auch ein bisschen aufgreifen, die Spannung, dass die Bedingungen zwar wieder so sind wie vorher, aber die Welt, wo wir drin sind, ein Stück weit eine andere ist. Und jetzt hocken wir heute hier in diesem Raum, die einen sind per Livestream mit zugeschaltet. Endlich können wir wieder alle im gleichen Raum sein, endlich befreit von all diesen Umständen. Und wir können sagen, schauen wir doch einfach führen und gehen wir vorwärts. Aber ich glaube, einfach sagen, Schwamm drüber und führen schauen, das geht nicht. Für das ist wie zu viel passiert in den letzten Monaten. Und ich glaube, es braucht so einen Moment zum Innehalten, zum auch noch mal kurz darüber nachdenken, zum Reflektieren. Und ich glaube, dass heute ein guter Moment ist, um das zu tun. Wir hätten eigentlich etwas anderes geplant, aber wir haben uns entschieden, nein, es ist wichtig, dass wir den Moment uns nehmen, auch als Kirche. Und wir sind uns bewusst, dass bei einigen das Bedürfnis sehr gross ist, die vergangene Zeit aufzuarbeiten. Und dass es andere gibt, die eigentlich lieber einfach hätten, hey, ich möchte nichts mehr von dem Ganzen hören und einfach nur nach vorwärts schauen und gar nicht mehr sich gross damit beschäftigen. Und ich glaube, es hilft, wenn wir uns vielleicht so kurz vor Augen führen, wo einzelne von uns vielleicht so ein bisschen stehen. So, ich habe versucht, so 3 Gefühlslagen, wo wir uns vielleicht ein bisschen drin wiederfinden, zu formulieren. Und du kannst mal schauen, wo dass du dich vielleicht ein bisschen findest. Die einen von uns sind vielleicht heute erleichtert und dankbar. Freust dich darüber, dass endlich wieder so vieles möglich ist. Sachen, wo wir vielleicht je nachdem auch sehr lange haben müssen darauf verzichten, dass wir endlich wieder im gleichen Raum dürfen miteinander sein. Geniessen es ohne Maske, ohne Einschränkungen wieder am Leben teilnehmen können. Und vielen von uns geht es wahrscheinlich eben mit auch so, dass wir die Spannungen, die mit all dem verbunden waren, jetzt endlich möchten hinter uns lassen und führen schauen und die damit verbundenen Diskussionen und Kontroversen satt sind und es gesehen haben und möchten damit abschliessen. Andere spüren aber vielleicht auch noch mal ein bisschen andere Gefühle. Vielleicht ein Gefühl ein Stück weit vom Verletztsein und von der Enttäuschung. Je nachdem, wie man zu den Massnahmen und zu der Impfung steht oder gestanden ist es auch sehr schwierig gewesen. Und hat man die Situation ganz anders erlebt als andere. Und je nachdem ist jetzt nicht einfach alles plötzlich wieder gut. Und wir sind uns
das auch als Team bewusst, dass speziell der Moment, wo der Bundesrat die Zertifikatspflicht ausgerufen hat, ein sehr einschneidender Moment war. Ein Moment, wo es für einige sehr schwierig geworden ist. Und es ist euch viel zugemutet worden in dieser Zeit. Gerade speziell dann, wenn man sich entschieden hat, dass man sich nicht impfen lassen will. Und das hinterlässt Spuren, das hinterlässt Verletzungen. Und in der Gesellschaft, teilweise auch im Privaten, hat es sehr unschöne Momente gegeben. Momente, die enttäuscht haben, die einen verletzt haben. Und das aber auch in beide Richtungen. Es war nicht nur in die eine Richtung. Und natürlich auch in Bezug auf die Kirche. Und gerade für diese Gruppe ist vielleicht noch nicht alles ganz gut. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe. Vom Gefühl her vielleicht eher so ein mulmig misstrauisch, wo irgendwo so dazwischen steht. Egal auf welcher Seite dass man gestanden ist in dieser ganzen Sache, dass sich solche Gräben in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, in unseren Familien haben können auftun, hat doch die meisten von uns überrascht. Und hat aufgezeigt, dass, auch wenn wir alles Christen sind und sagen, hey, wir haben die gleiche Basis, wir glauben an den gleichen Gott, wir haben die gleiche Bibel, die wir lesen, wo unser Fundament ist, dass wir doch auch vieles sehr unterschiedlich sehen und wahrnehmen. Und man hat jetzt vielleicht in dieser Zeit auch Seiten an anderen entdeckt, wo man irgendwie noch nicht so richtig weiss, wie man damit umgehen will. Vielleicht so ein bisschen eine Unsicherheit, so, will ich mich jetzt plötzlich wieder so mit denen oder denen einfach so mischen, dazugehören? Kann ich mich überhaupt noch einfach dazuzählen, wenn es da Leute hat, die so eine komplett andere Sicht haben wie ich? Und vielleicht auch so ein mulmiges Gefühl in Bezug auf die Zukunft. Wie geht das weiter? Was, wenn nochmal Massnahmen kommen? Ich hoffe, du hast dich irgendwo so ein bisschen finden. Und ich glaube, es ist wichtig, sich die Gedanken kurz zu machen, so wo siehst du dich, wo stehst du ungefähr. Und ich glaube, wir werden an diesem Morgen jetzt nicht einfach alle Bedürfnisse abdecken können. Und für das ist es uns auch wichtig, wenn es Sachen gibt, die irgendwo nachher noch offen sind, bitte kommt auf uns zu. Wir stehen für Gespräche zur Verfügung. Und mir ist es auch wichtig, dass der Morgen nicht einfach nur ganz von uns kommt. Und ich habe den Andi Pfeiffer gefragt, der ist Coach und auch Mitglied aus unserem Ältestenrat, ob er uns auch noch ein paar Sachen so ein bisschen mit auf den Weg gehen kann. Wie gehen wir denn jetzt miteinander um in so einer Situation? Was für Weg gibt es, um irgendwo das Miteinander auch wieder finden? Und er hat zugesagt und danke viel mal Andi, dass du da bist und ich übergebe gerade dir für die nächsten paar Minuten. Genau, danke vielmals, Joni. Ich stelle mich schnell auf die Seite. Ich bin erleichtert und dankbar. Ich kenne aber die anderen Gefühle auch. Als der Joni mich gefragt hat, bin ich ein bisschen zurückhaltend gewesen. Ich habe gemerkt, ist es überhaupt noch dran? Ist das nicht jetzt langsam durch? Für mich hat die Ukraine, der Konflikt und der Krieg so viel schon wieder Energie eingenommen und Betroffenheit und Trauer in die Richtung, dass ich wirklich gemerkt habe, es ist schon ein Zeitchen zurück. Und doch habe ich gedacht, es ist wirklich gut, dass wir noch mal zusammen heranschauen, abschliessen können, auch schauen, was lernen wir daraus. Also ich würde sehr fest ermutigen, dass wir auch zusammen schauen, was können wir mitnehmen, vorwärts schauend in die ganze Geschichte, weil es hat etwas gemacht mit uns. Und auch aus meiner Sicht, eben, du hast schon gesagt, ich bin als Coach tätig, es ist etwa die dümmste Kombination, die man haben kann, mit Menschen arbeiten und selbstständig sein. Das ist in diesen 2 Jahren nicht optimal gewesen, das gebe ich ganz offen zu. Ich habe jetzt noch nie so etwas erlebt, gebe ich ganz offen zu, dass man plötzlich alle Termine gecancelt sind und es ist nicht einfach, dass der Lohn dann kommt, so am 4.25. das kommt nichts. Und das hinterlässt schon etwas. Und ich habe zum ersten Mal so ein bisschen Ängste gespürt, Existenzthematiken, die auftaucht sind. Wie gehe ich um damit? Und habe wie gemerkt, das macht etwas und ich muss mich dem stellen. Und ich bin heute so dankbar, dass ich Gott kennen darf. Und ich glaube, der Glaube an Jesus Christus ist eine mega Ressource. Ich will es euch einfach ganz offen sagen. Ich habe erlebt, wie ich etwas zurückbekommen, eine Ruhe zum Teil, man kann das Fachwort resilient sagen, aber ganz viel sind Verse auftaucht bei mir, die mich sehr bewegt haben und einer davon heißt «Sorget nicht» und das ist ein Befehl übrigens und da muss man immer ein bisschen üben, nicht sorgen und
rückblickend muss ich sagen, Gott hat so gesegnet. Also ich habe da in der Gemeinde Stories gehört, wo man sich unterstützt hat. Da komme ich nachher noch darauf zurück. So ein Erlebnis, das ich hatte, ist ein Unternehmer, ein Kleinunternehmer, hat nach dem Lockdown hat er mir ein Mail geschrieben und gesagt, schreibst du mir eine Rechnung für 3'000 Franken. Das Geld zahle ich dir. Einfach, dass du mal im ersten Moment keine Sorgen hast. Ich habe so gestaunt, irgendwie, wie jemand auch das Portemonnaie aufgemacht hat und gesagt hat, da musst du jetzt keine Gedanken haben. Ich hatte den Eindruck gehabt, es ist wirklich eine spezielle Zeit und jeder von uns hat sie anders erlebt. Ich sage, es war eine crazy Zeit für mich. Also, sie hat nicht aufgehört, es ist immer wieder gegangen. Also, es war abartig, aber ich glaube wirklich, wir haben da andocken. Und darum nochmal mein Wunsch ist, dass wir alle etwas daraus rausnehmen können und vielleicht auch heute abschliessen können. Irgendwo so mal vorwärts schauen, was war. Ich möchte schnell ein paar Gedanken sagen aus Sicht der Gemeinde. Ich glaube auch für uns als Church ist es sehr, sehr anspruchsvoll gewesen. Und es hat Leute gegeben, die gemeint haben, das haben wir alles absichtlich gemacht, die Leute auseinandertrennt und so und die ganze Geschichte mit Zertifikat. Ich glaube, es ist wirklich ein Ringen gewesen und ich will euch Pastoren ganz wirklich herzlich danken sagen. Ich habe das miterlebt. Fast im Wochentakt ist es darum gegangen, wieder neu die Verordnungen einzuordnen, zu schauen, was kommt auch von, sowohl jetzt von offizieller Stelle BAG, was kommt von der GVC, was kommt auch vom Freikirchenverband, einfach einzuordnen, was dient der Church, sodass man mit dem Wert der Kirche vorwärts gehen kann. Ich finde es crazy, also absolut anspruchsvoll. Und ich habe gemerkt, wie so eine Energie braucht und an dem Tank zehrt. Das haben wir alle ganz, ganz gut gemerkt, genau. Als Ältester, also Gemeindeleitung oder Vorstand, wie man sagen will, ist es auch nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Wir haben viel gerungen darum, was passt jetzt. Wir haben immer wieder uns überlegt, was ist Church, was ist Gemeinde, wo ist jetzt die Unterordnung, die Einordnung in den Staat, was braucht es jetzt, wie können wir doch die Werte der Kirche weiterleben. Und wir haben auch innerhalb der Gemeindeleitung wirklich unterschiedliche Ansichten gehabt. Es ist uns gelungen, Einheit weiter auch zu leben und immer wieder die Entscheidungen zu treffen, die nötig sind. Da will ich noch etwas sagen und dann klatschen wir für die anderen, oder wir klatschen auch mit. Was uns sehr, sehr beeindruckt hat, ist die finanzielle Seite. Ich kann euch ganz offen sagen, da biberst du, wenn du einen Raum hast, wo du laufende Kosten hast und da ist keine Gnade, hat da stattgefunden für uns, in keinem Franken. Und wir haben monatlich unsere Mietgebühren gezahlt, Löhne gezahlt, alles was da war. Und in beiden Jahren, sowohl 20 wie 21, haben wir einen Segen erlebt. Das ist aufgegangen. Diese Sorge haben wir nicht gehabt. Sorgt nicht. Ich danke euch herzlich. Tun wir ein bisschen klatschen. Yeah. Einfach ein herzliches Dank, dass Sie uns da nicht im Stich gelassen haben. Also es hat uns als Vorstand oder als Ältestrat wirklich, wirklich geholfen und Mut auch gemacht, zum Wissen, das ist eine Gruppe von Menschen, die wirklich auch in dieser Situation nicht stehen lässt. Trotzdem haben wir es sehr herausfordernd erlebt. Ich habe immer wieder die Mail und die Briefe auch mitgelesen, wo man gemerkt hat, wie viele Leute wirklich auch jetzt schwer haben in dieser Zeit. Und ich will dann einmal sagen, das ist eine außerordentliche Situation, die wir erlebt haben. Das ist nicht das Normale gewesen. Und es hat manches ausgelöst. Und du hast, glaube ich, das Bild einmal gebracht von dem Eisberg, wo man, das kennen wir auch, wo man sagt, was ist Sichtbare von uns und was ist unterdran bei uns. Und ich glaube, die Covid-Zeit hat ganz viel aufgespült, wo tief unten war in dem Eisberg, weit unten, obwohl man oben im Spitzli sagt, ich bin Christ, wir singen miteinander das Glaubensbekenntnis, wir beten das Vaterunser, wir lesen die gleiche Bibel, sind auf einmal Sachen unten vorgekommen, die wir sehr, sehr gestaunt haben. Dass es möglich ist und ich kann es gut einordnen, es ist eine außerordentliche Zeit, die das holt, aber nicht leicht im Umgang.
Ich will aber auch noch sagen, es hat so viel unten angespült von Positivem. Ich habe so viel Kreativität gesehen. Ich habe so viele Leute gesehen, die sich engagiert haben, die den Mut nicht verloren haben, die ermutigt haben, die sich gegenseitig unterstützt haben. Sei das jetzt im Geschäftlichen habe ich das auch gesehen, das, was ich schon das Beispiel gesagt habe. Da auch wieder gemeint, das Ringen um Lösungen, die da war, oder auch die Geschichten, wo Leute keinen Job mehr hatten, übrigens auch aus der Gemeinde. Und andere Unternehmer gesagt haben, komm bei mir arbeiten, ich habe für dich einen Job. Ich finde es Hammer, was da gelaufen ist. Also was da unten vorgekommen ist, an Solidarität und miteinander unterwegs. Ich hoffe, dass wir das nicht vergessen und nicht verlieren. Das wäre wirklich mega, sehr, sehr schön. Und ich denke auch, in dem Sinn können wir das andere viel besser einordnen, was sonst noch war, was schwer war, wo wir auch andere Sachen gesehen haben, die unten vorkommen. Du hast schon angetönt, auch Angst verpackt in ganz viele Facetten ein. Was könnte das sein, was uns sicher getroffen hat? Und da hoffe ich auch, dass wir heute einen Punkt setzen können, dass Vertrauen auch in die Gemeindeleitung zunehmen kann, dass das nicht abnimmt. Das ist unser Wunsch, dass es gestärkt werden kann. Und aus meiner Warte, wie ich es beobachtet habe, ist das nie ein Thema gewesen. Also wir haben gerungen darum nach Lösungen und da hoffe ich, dass das, wie du vorher auch gesagt hast, noch die Unsicherheit, dass das wieder neu zunehmen kann. Das wäre super schön. Ich möchte aber etwas gerne euch noch zeigen heute, und zwar vielleicht etwas, wo man auch darüber aus mitnehmen könnt, über die Zeit aus, die uns helfen kann. Wie gehen wir um in außerordentlichen Situationen, die nicht so einfach sind. Das Kreuz ist schon mal gut, habe ich den Eindruck, aber das ist nur das Modell, also das wäre symbolisch da drauf. Und da geht es darum, wie können wir miteinander, und ich tue das Fachwort drauf, da im Dialog sein, im Gespräch sein. Und das ist nicht nur Reden miteinander, sondern im Dialog sein. Und ich zeige euch ganz kurz, um was es da geht. Es kann sein, dass man miteinander, ich hoffe, man kann es noch lesen, ganz viel in der Vergangenheit Dialog führt. Das alles, was war, ist rückblickend. Oder es kann sein, dass man miteinander in die Zukunft schaut, in diesen Gesprächen. Die Wahl trifft man immer, wo will ich mich da aufhalten. Noch ein weiterer Punkt kann sein, dass ich in dem Dialog eher auf Harmonie gehe, schaue, dass alles im Frieden ist. Das wäre da eine Variante. Oder man kann im Dialog auch in Konfrontation gehen. Das so zum Beschriftigung zu machen von dem Kreuz. Und jetzt möchte ich euch gerne ein paar Sachen zeigen, wie es möglich ist, miteinander zu reden. Und eines davon wäre, dass man miteinander in eine Debatte gehen kann. Debatte ist vermutlich etwas von der schwierigeren Sachen, weil da geht es darum, du liegst falsch und ich liege richtig, du bist der Gegner und gegen dich kämpfe ich. Das kann man machen, das liegt in uns drin. Ich meinte, in dieser Zeit von Covid habe ich das erlebt, in ganz vielen Situationen. Wir sind nicht mehr in der Lage gewesen, die Standpunkte richtig zu sehen vom anderen, sondern man hat das richtig eskaliert. Ich habe gerade vorher gehört, dann haben wir per Mail natürlich und WhatsApp kann man das dann unterstützen, indem man da die entsprechenden Emoticons dazu hängt und so. Das ist da drin. Alle von uns wissen, das ist nicht so zielführend. Es ist in der Vergangenheit und es ist Konfrontation. Kommt nicht gut. Ich möchte noch eine weitere Art zeigen, wie man miteinander Dialoge reden kann, und das wäre höflich und nett. Höflich und nett heisst, ich blende eigentlich aus, was da ist, aber ich will keinen Knatsch. Ich will in der Harmonie sein. Und ich will mal so sagen, ich glaube, dass dort die Werte, die wir als Christen haben, von gemeinsam durch eine Verbindung, ist das einer der beliebtesten Dialogstile, die Christen miteinander haben. Es ist so ein bisschen, alles ist nett und Big Smile und Sonntag ist gut und so. Ich sage nicht, das ist falsch. Manchmal ist es auch so, wenn ich mich nicht zu fest engagieren will in das Thema hier, ist das nicht ein falscher Stil. Ich will mich gar nicht groß trainieren tun. Ich bleibe höflich. Wenn du dann aber hindurch anfängst, Gift zu streuen, mit anderen darüber reden, dann ist der Stil nicht gut.
dann müssen wir anschauen, was der für eine Wirkung hat. Ich meinte, in dieser Covid-Zeit haben wir das auch leider erlebt, dass es darum gegangen ist, vorne durch höflich und nett, aber schweigen, das Zeug nicht mehr ansprechen und es hat trainiert gefressen. Was ist das für eine, was ist sie für eine? Wie denken die, kann auch sein. Ich will bewusst aber auch sagen, der Stil ist nicht immer nur falsch. Wenn das Thema so ist, dass ich mich nicht groß kümmere oder nicht groß engagieren will, kann der auch sehr gut sein. Das ist richtig so. Ja, wenn wir in die Zukunft gehen wollen, wenn es darum geht, miteinander etwas zu gestalten, dann möchte ich den Weg noch ein bisschen weiter mit euch auftun. Und das hier oben würde heissen, wir führen miteinander einen reflektierenden Dialog. Das ist das Fachwort, das da dazukommt. Das Schöne an dem ist, und jetzt seht ihr, da ist Konfrontation. Das ist nicht nur einfach Harmonie, sondern ich bin in der Lage, im reflektierenden Dialog einfach Interesse haben, Fragen zu stellen am anderen. Wie siehst du das? Wie bist du auf diese Lösung gekommen? Was ist deine Sichtweise zu dem? Oder welche Ängste hast du, dass man authentisch sein kann? Das hat mich überrascht, das hat mich enttäuscht und so weiter. Also wir gehen da wirklich Konfrontationen und sprechen die Sachen, aber unser Wunsch ist die Zukunft. Wir wollen miteinander etwas gestalten, das besser ist. Ihr seht, der Unterschied von dem zu dem ist ganz gewaltig. Wenn ich dann anfange zu verstehen, was die andere Person sagt, Sichtweise sehen, kann es sogar sein, dass jemand sagt, ich bin falsch gewesen. Danke, dass du mir das gesagt hast. Was hat mich geritten? Wieso habe ich mich so einreiten lassen, in so etwas einziehen lassen? Und plötzlich ist man in der Lage, wieder aufeinander zuzugehen, in einem ganz anderen Stil. Aber das Zeug kommt auf den Tisch. Übrigens, alles, was ich euch da sage, gilt nicht nur in Covid-Zeiten, sondern auch in Friedenszeiten, gilt für Partnerschaften und für alle auch. Und darum denke ich, ich möchte gerne vorwärts schauen in dem ganzen Sinne. Leider in unserer Zeit, die wir jetzt auch anschauen, hat da manchmal nicht mehr so funktioniert. Da sind wir stehen geblieben, wir sind nicht trainiert in den reflektierenden Dialog, dass ich Standpunkte auch loslassen, verstehen und so weiter. Und was wäre denn das Letzte? Das wäre dann der schöpferische Dialog, um das Wort nachher reinzubringen. Ich finde es schön, dass wir vom Schöpfer reden können. Aber schöpferischer Dialog würde ja eigentlich heißen, ich bin in der Lage, harmonisch unterwegs zu sein, neue Sachen anzuschauen, neue Gedanken miteinander zu haben. Ich denke an das, was ich euch vorher gesagt habe, von manchem, wo in der Gemeinde gesagt hat, ich bringe denen etwas vorbei. Oder aufgrund von diesen Gesprächen, die da waren, was ist das, was wir in Zukunft anders machen können? Wie können wir uns unterstützen? Wie kann etwas entstehen, das einem viel, viel weiterbringt? Du hast die Wahl, wie du dialogst miteinander. Du hast eine Wahl, wie du umgehst miteinander. Wir sind laufend da drinnen. Und das Schöne ist, dass wir nicht alleine sind. Und ich glaube, da gehört für mich jetzt rein, dass Gott oder der Heilige Geist wird uns wirklich in der Stille auch helfen, zuzulassen, die Offenheit auch geben. Wir haben da einen Rahmen, wo es möglich ist, wirklich jetzt auch Gott einreden zu lassen in unsere Gespräche. Das braucht ein bisschen Mut. Das macht Freude, wenn es richtig entsteht und etwas Neues entsteht, das einem weiterbringt. Ich will an dieser Stelle gar nicht so viel dazu sagen, aber ihr wisst alle, wo bin ich, wo halte ich mich auf, was fällt mir schwer. Jetzt auch, wenn wir zurückschauen, was davon ist mir gelungen, was ist nicht so gut gelungen, loslassen können, vielleicht auch sich selber vergeben und anders aufeinander zuzugehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch weitere Gespräche gibt, wo jemand findet, das möchte ich noch mal klären. Wir haben als Gemeinde, und ich zeige es immer wieder, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber das wären die Werte der Gemeinde, die von der GVC auch, die Farbe-Werte. Und eigentlich heißt es darauf schon, wir sind direkt und ehrlich zueinander und lassen keine Konflikte anstehen. Das ist ein Hinweis, komm, lass uns da umgehen in den reflektierenden Dialog so, dass wir dann miteinander etwas Besseres entstehen können, wo Vergebung stattfindet, wo aufeinander zugehen ist, wo neue Ideen dann auch entstehen können. Ich möchte abschließen mit Psalm 133, den vielleicht die einen kennen, Vers 1. Wie schön ist es, wenn Brüder und Schwestern
in Einigkeit miteinander zusammenleben und im Frieden. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Also eigentlich, wie schön ist es, wenn wir uns da oben auch bewegen können, wo wir zusammen Sachen ansprechen können, dass echter Frieden entsteht und Gott seinen Segen schenken kann und seinen Frieden. Und das wünsche ich mir für alles, was jetzt gerade am Entstehen ist, auch bei uns in den weiteren Gesprächen, wenn wir weitergehen, wenn unser Herz aufgeht für neue Themen, dass es wirklich ein Miteinander kommt. Und da hoffe ich, dass wir gut aufeinander zugehen können. Zurück zu dir, Junika. Danke. Danke vielmals, Andi. Ja, ich glaube, es ist mega cool, wenn man es mal so ein bisschen anschauen kann und sich selber irgendwo ein bisschen mal Gedanken machen kann, wie ist es einem selber gegangen. Auch Steffi und ich haben uns versucht, ein bisschen Gedanken zu machen und möchten 2, 3 Sachen mit euch ein bisschen teilen aus dem heraus. Das eine, ich versuche es ein bisschen in diesen Gefühlslagen auszudrücken, die ich vorher schon ein bisschen gezeigt habe. Das eine ist, dass man wirklich im Moment auch die Freude ein Stück weit überwiegt oder wo man vor allem dort, wo dann das Ende der Massnahmen kam, ist uns ein mega Stein vom Herzen gefallen und irgendwo in dem Moment merkst du plötzlich, wie viel Energie das Ganze gekostet hat vorher, wo es wirklich emotional auch teilweise schwierig war, nicht einfach war und da ist so richtig etwas abgehakt. Und dann ist trotzdem irgendwo manchmal so ein bisschen immer noch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, eine Unsicherheit herum. Eben so die Auswirkungen von dieser starken Polarisierung, die wir natürlich fest auch mitbekommen haben, wo teilweise auch sehr fest auseinandergegangen ist, wo manchmal in der einen Woche Gespräche mit Leuten, die in komplett unterschiedliche Richtungen gedacht haben oder empfunden haben, geredet hast. Und das war nicht immer einfach, so mit diesen Massnahmen zu entscheiden. Wir haben uns entschieden, dass wir möglichst so versuchen, das umzusetzen, dass wir nicht jemanden heimschicken, der gerne in den Gottesdienst kommen will. Und dass auch Familien mit Kind sicher kommen können und ihre Kinder bringen. Und da hat es Leute gegeben, die hätten lieber gehabt, wenn wir unseren Fokus darauf gesetzt haben, dass Kirche für alle möglichst genau gleich ist. Und ich verstehe das. Und so die Ohnmacht in dem Sinne manchmal nicht können, eine bessere Lösung anzubieten, die für alle irgendwo gleich war, zu spüren, was das für Verletzungen auch teilweise hinterlassen hat. Das war nicht immer einfach gewesen. Und so das teilweise Unverständnis, wo irgendwo dann auch einem entgegengekommen ist, das war nicht immer einfach gewesen. Und an dieser Stelle wirklich auch, es tut uns dort leid, wo Menschen verletzt worden sind durch die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Das ist sicher nicht eine Absicht dahinter gewesen, oder? Und das Dritte ist ein bisschen, wo wir so ein bisschen länger uns Gedanken gemacht haben, ein Stück weit auch ein bisschen Trauer. Und zwar nicht jetzt nur in Bezug auf unsere Kirche, sondern im Generellen, dass es wir Christen als Gesamt nicht besser geschafft haben, um miteinander umzugehen in dieser Situation. Und eben, wir beziehen uns vollständig mit drin hinein. Ja, da gibt es Aussagen, die würde ich gerne zurücknehmen. Und es gibt Sachen, wo ich denke, ja, vielleicht hätte ich bei gewissen Leuten noch mehrmals nachfragen, wie es ihnen gerade geht in Bezug auf die Kirche und so weiter. Und da ist irgendwo auch ein bisschen eine Trauer da, dass generell die Christenheit sich in der Pandemie oder die Christenheit nicht mehr in dieser Pandemie hat können von dem zeigen, wo wir eigentlich dazu berufen wären. Dass wir nicht mehr Hoffnung verbreitet haben, dass wir nicht mehr für den Frieden eingestanden sind, dass wir nicht mehr Nöte versucht haben zu lindern, nicht mehr Brücken geschlagen haben. Und eben, ich beziehe uns da voll mit drin hinein. Vielleicht hätten wir mehr Hoffnung predigen, mehr Frieden sollen predigen, sonst irgendwo noch mehr machen. Und da ist es ein bisschen dann auch vor allem eine gewisse Trauer darüber, dass es Leute gegeben hat, die in dieser Zeit, aus diesen Fehlern, die in dem ihnen passiert sind, den Wert und ihre Berufung zum Kirche sein, zum Teil der Kirche zu sein, irgendwo nicht mehr gesehen haben. Einige, die gesagt haben, hey, ich vermisse Kirche eigentlich gar nicht. Andere, die wir einfach lange nicht mehr gesehen haben, wo wir bis heute teilweise auch nicht wissen, wo stehen sie. Oder wieder andere, die sich entschieden haben, aufgrund von diesen unterschiedlichen Sichtweisen zum Gehen. Und das ist so irgendwo so die Gefühlslage, wo wir uns irgendwo ein bisschen drin befinden. Und ich glaube, wir alle können es uns in dieser Situation jetzt auch ein Stück weit einfach machen und sagen, hey, ja, es war halt eine schwierige Situation gewesen. Und wir haben alle uns das Beste gegeben.
und jetzt müssen wir halt führen schauen, jetzt ist halt einfach passiert, was passiert ist. Und ich meine, ich kann von Herzen sagen, wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Aber ich glaube, es ist gleich gut, wenn wir einen Moment auch kritisch anschauen, weil ich glaube, im Endeffekt, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und irgendwo sollte es so sein, wenn wir uns wirklich Kirche und Family nennen, dass wenn jemand leidet, dass irgendwo die anderen auch mitleiden. Und dass wenn jemand versagt hat, dann haben wir irgendwo auch alle zusammen miteinander ein Stück weit versagt. Und darum, glaube ich, ist es gut, wenn wir uns so einen kurzen Moment nehmen, wo jeder für sich, der Heilige Geist, kann fragen, wo siehst du etwas bei dir, wo vielleicht dran ist, um sich nochmal Gedanken darüber zu machen. Und ich habe so 3 Fragen formuliert, wo man mitnehmen können, kurz so eine halbe Minute. So ein Gedanke, den man sich machen kann, ist, hast du vielleicht die Gräben auch gleichgültig hingenommen, nichts dagegen tun? Oder hast du sie vielleicht sogar aktiv mitgegraben? Wie sieht es um Rechthaberei, unsere Gedanken und Ansichten aus? Wo sind wir viel zu viel in der Debatte gewesen, anstatt in einem reflektierenden Dialog? Und wo ist uns plötzlich in dem Ganzen unser eigenes Bedürfnis und meine Bedürfnis wichtiger geworden als alles andere und plötzlich im Vordergrund gestanden? Und das darf jeder für sich das kurz ein bisschen sacken lassen. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und wir gefragt, wie können wir als Kirche Licht und Salz sein für die Welt? Oder das ist das, was in dieser Bergpredigt eigentlich darum geht. Das ist ziemlich am Anfang der Bergpredigt. Und Jesus lernt dort drin so Prinzipien und Verhaltensweisen, wo, wenn wir sie anwenden und leben und nicht einfach nur zustimmen, sondern uns auch wirklich versuchen zu leben, uns zu Licht und Salz für die Welt werden lassen. Und es steckt so viel drin in dieser Rede, wo uns vielleicht auch in der jetzigen Situation nochmal so einen Anstoß kann geben und uns auch herausfordern. Das ist auch mega herausfordernd, was drin ist. Er redet zum Beispiel über Feindesliebe und jetzt nicht gerade so, aber hallo. Ich weiß, dass wir nicht uns offen als Feinde bezeichnet haben, aber ich möchte trotzdem schnell auf den Punkt eingehen. Er sagt dort, ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, 1 Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 mit ihm. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben, du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und wir würden uns nie irgendwie so bezeichnen, oder? Aber kann es sein, dass wir uns in dieser ganzen Zeit doch manchmal vielleicht auch ein Stück weit fast so feindlich gegenüber gestanden sind? Verstehe mich richtig. Und ich meine nicht einfach, es geht an alle Seiten. Und, oder wir haben teilweise so unterschiedliche Sichtweisen auf das Ganze. Wahrscheinlich auch jetzt noch. Und vielleicht werden wir auch nie wirklich die genau gleichen Ansichten haben. Es ist vielleicht in diesen Sachen manchmal wie wir es heute bei einem Ukraine-Konflikt erleben, dass es so verhärtet ist, dass man irgendwo in einem gewissen Punkt nicht zu einer gleichen Meinung kommt, zu einer gleichen Ansicht. Und in dem Sinne ist es eben häufig aus dieser Debatte eben zu einem Konflikt oder einem Kampf fast geworden, wer jetzt denn Recht hat, oder? Um das geht es in dieser Debatte. Wer Recht hat und wer im Unrecht ist. Und das hat sich dazu geführt, dass wir uns manchmal auch schwer tun haben, sich mit dem anderen
abzugeben. Sich ein Stück weit so fast gegenübergestanden ist, anstatt eben in einem Dialog miteinander gestanden ist. Und ich rede da zu mir genauso wie zu jedem anderen. Mir ist teilweise auch so gegangen. Und Jesus fordert uns radikal auf. Sogar die eine andere Ansicht haben, die vielleicht ganz eine andere Meinung haben und die meinen, wir seien auf einem falschen Dampfer, für die jetzt beten, sie zu lieben, mit ihnen unterwegs zu sein. Und das auf eine Art und Weise, wo der Andi jetzt gut aufzeigt, eben dann vielleicht in einem reflektierenden Dialog, nicht mit höflich und nett, Schwamm drüber und wo man sich irgendwo selber verleugnet und irgendwie Sachen in sich hineinfrisst, sondern in einem ehrlichen Austausch. Und weil zum jemanden zu lieben, muss zuerst auch mal eine Beziehung da sein. Und das ist eines von den Sachen, die ich am meisten mitnehme aus dieser ganzen Zeit. Dass egal wie gross unsere Differenzen sind, wir können nur im Frieden miteinander vorwärts gehen, wenn wir in Beziehung miteinander bleiben. Wenn wir noch nicht einfach nur aus dem Weg gehen, wenn wir das Gespräch miteinander suchen, wenn wir miteinander über die Sachen reden. Und das geht auch nur, dass wir miteinander über die Sachen reden, wenn wir es schaffen, unsere Rechthaberei auf die Seite zu legen. Wenn wir uns anfangen, für die Anliegen, für die Nöte, für die Sichtweise vom anderen interessieren. Und nicht einfach nur schnell zuhören, dass wir nachher unsere Meinung sagen können, sondern wirklich verstehen, warum sieht der andere die Sache so, wie er sie sieht. Und für das müssen wir anfangen, in erster Linie von uns selber wegzuschauen und uns wirklich für den anderen interessieren und auf ihn zugehen. Und nicht einfach darum kämpfen, um selber verstanden zu werden, sondern zu sagen, ich möchte dich verstehen. Und manchmal kann man das mehr, manchmal weniger, aber ich habe gemerkt, dort, als ich das Gespräch gesucht habe und Leute gesagt haben, erzähl mir mal, wie es du siehst, hat so viel mehr Verständnis gegeben. So viel mehr können verstehen, warum jemand vielleicht zu dieser Ansicht gekommen ist, wo er gekommen ist. Und das ist so ein bisschen das Zweite, was ich sehr mitnehme aus dieser Zeit, dass einander zuhören und fragen, was beschäftigt denn dich? Und nicht einfach nur argumentieren. Und das ist mir nicht immer gelungen. Überhaupt nicht. Und in dem habe ich gemerkt, wie schnell dass wir doch manchmal einfach mit uns selber beschäftigt sind. Und dabei ist das aufeinander zugehen, sich für den anderen interessieren, glaube ich, wirklich schlussendlich der einzige Weg, der dazu führen kann, dass unsere Standpunkte uns irgendwo sich annähern. Wo Überzeugungen sich verändern können. In einer Debatte ändert nie jemand seine Meinung. Aber wenn wir es schaffen, in den reflektierenden Dialog hineinzukommen, wo der Andi da gesagt hat, dann kann es passieren, dass sich unsere Standpunkte dann plötzlich annähern und wir einen Weg zueinander finden, eine Brücke zueinander entsteht. Und ja, irgendwo beim darüber nachdenken, denke ich, es ist schon schade, dass wir als Christen, dass uns das so schwer gefallen ist in dieser letzten Zeit. Und ich habe mir überlegt, hey, irgendwo müssen wir das lernen. Wenn wir das nicht lernen, irgendwann kommen vielleicht noch schwierigere Zeiten. Und was machen wir dann? Und wir haben diese Woche ein Treffen mit Pastoren von 17 anderen grösseren Kirchen in der Schweiz, wo wir auch einfach nochmal über das geredet haben, über das gebetet haben und Buße getan haben, für dass uns das als Christen nicht besser gelungen ist. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt auf Video mitgenommen. Ich habe einen grossen Moment gefunden, wo wir das zusammen gemacht haben. Kannst du ihn bringen, wenn es möglich ist? Herr, wie der Paulus zu den Korinthern gesagt, die sollen euch nicht übervorteilen, lieben. Jesus, dort, wo uns unsere eigene Meinung wichtiger war als die Versöhnung, die du hast, wo wir nicht die Gnade haben gezeigt, Jesus, die du mit uns hast, und durch das nicht die verkörpert haben. Herr, vergib du uns, erbarm du dich über uns, Herr. Amen. Amen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Unser Wunsch wäre es, dass wir wirklich daran arbeiten können, dass wir für unsere Liebe zueinander bekannt werden. Und nicht, dass wir das selbst Kirchen in diesen Sachen unterschiedlicher Meinung sind und nicht mehr miteinander können. Im Johannes 13,35 heißt es, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
Und ich glaube, die Qualität von unserem Glauben zeigt sich in dem, dass wir trotz Schwierigkeiten, trotz Meinungsverschiedenheiten einen Weg miteinander finden, aufeinander zuzugehen. Und nicht darin, wie gut und lässig dass wir es miteinander haben, wenn alles gut ist und nichts anders ist. Und mir ist noch so ein anderer Gedanke gekommen, den ich nicht los habe. Es ist manchmal einfach, man kann sich dem entziehen. Das müssen sich dem stellen und miteinander drauf gehen. Du kannst einfach aus der Kirche gehen und sagen, da will ich nicht Teil davon sein. Oder dir eine Kirche suchen, wo alle möglichst die gleiche Meinung haben. Aber hat uns nicht Gott genau darum, in unserer Unterschiedlichkeit dazu berufen, Kirche zu sein? Ich glaube, es ist nicht ein Fehler, dass wir eine Gruppe bunt gemischte Christen sind, mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Meinungen, weil ich glaube, es gehört zu Gottes Weg, dass wir genau in dem miteinander einen Umgang finden, genau in dem in der Kirche sind. Und das fordert uns raus, aber ich glaube, genau das ist wo Gottes Weg, wie er mit uns möchte vorwärts gehen, wie er mit uns unseren Charakter möchte schaffen. Auch Paulus hat den Epheser geschrieben, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Du kannst noch schnell stehen lassen, den Teil. Anscheinend war es bei den ersten Christen schon nicht anders gewesen. Anscheinend war das von Anfang an so gewesen. Und auch sie mussten es lernen. Und das heisst, das setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Und das ist eine aktive Haltung, eine aktive Einstellung. Und das heisst, sein Frieden ist das Band, das uns zusammenhebt. Und die Quelle von dem Frieden von Gott ist seine Gegenwart. Ist, wenn wir zusammen in die Gegenwart suchen und einnehmen. Und eine so eine Art und Weise, wie wir das machen können, ist das Abendmahl. Es ist so eine Handlung, wo wir uns gemeinsam miteinander eins machen können von Gott. Und wir uns zum einen daran erinnern, was wir Gott zu verdanken haben, aber auch unsere Fehler können loslassen und um Vergebung bitten können, für das, was nicht gut war. Und ich würde mir wünschen, oder wir machen das miteinander, dass wir das gemeinsam als ganze Kirche machen heute am Morgen. Nicht nur jeder Einzelne für sich, sondern alle zusammen miteinander und dass wir einen grossen Kreis bilden, da so um die Stühle herum, so dass wir einander ein Stück weit wie in die Augen schauen. Also ich weiss, man sieht es wahrscheinlich nicht von der Distanz, aber mindestens irgendwo ins Gesicht und in den Kreis kann schauen und sieht, hey ja, da hat es andere, die sind nicht gleich wie ich, aber wir sind ein Lieb. Wir sind die Brut von Jesus, von er liebt. Und wir gehen jetzt gerade in den Teil rein und es hat 4 so Orte, wo ihr so ein Becherchen und ein Brötchen nehmen könnt. Und bitte verteilt euch doch. Wir steigen gerade ein, also könnt aufstehen und das einnehmen und dann so verteilen, dass wir einen grossen Kreis werden. Da vorne hat es auch noch Platz. Für die Haie könnt zählt euch einfach dazu. Auch wenn wir euch nicht sehen, ihr seht uns. Wir haben alle das Abendmahl. Dann nennen wir doch jetzt den Lieb, den Jesus für uns hingegeben hat. Und er erinnert uns auch daran, dass wir ein Teil zu seinem Lieb geworden sind. Wir sind ein Teil von seinem Lieb. Jeder von uns. Der Lieb, den er für uns hingegeben hat und wo wir jetzt ein Teil davon sind.
Dann haben wir den Traubensaft, die daheim haben vielleicht Wein oder sonst etwas. Und es ist das Blut und das ist das Symbol dafür, dass Jesus sich als Opfer für uns dargegeben hat. Und im Römerbrief heißt es, als wir noch seine Feinde waren, um uns mit ihm zu versöhnen. Und wir würden uns wahrscheinlich alle nie offiziell als Gottes Feinde bezeichnen. Und doch sind wir immer ein Stück weit feindlich gegenübergestanden. Und so sind wir es vielleicht auch ein bisschen untereinander. Wahrscheinlich nie in so einem grossen Maß. Aber nennen wir doch den Kelch, dass Gott uns mit sich versöhnt hat. Und so können auch wir uns miteinander versöhnen, dort, wo das nötig ist. Danke, Jesus, für das du dich für uns angegeben hast. Und dass wir an Sachen nicht festhalten müssen, sondern dass wir sie loslassen dürfen. Bei dir am Kreuz. Dass du uns zu einem Lieb gemacht hast, wo du zusammengestellt hast, wo wir unterschiedlich sind, wo es herausfordernd ist, wo es nicht immer nur einfach ist miteinander. Aber dass in dem hinein auch ein Stück weit eben die Schönheit ist und die Kraft der Kirche. Wenn wir miteinander gemeinsam vorwärts gehen, wenn wir uns darauf einlassen, auf das, was das mit uns zusammen macht. Danke, dass du mitten unter uns bist, jedem Einzelnen. Danke, Jesus, auch für die jetzt vielleicht nicht da sind. Denkt auch an sie, die vielleicht auch nicht wissen, aus welchem Grund sie nicht da sind, und bittet dich, Jesus, dass du auch ihnen einfach nahe bist. Amen. Wir können wieder unseren Platz einnehmen, wir singen ein Lied und dann werden wir nachher noch einen Teil machen, wo wir zusammen vorwärts schauen. Auch. Wenn ich dich sehe, ändert meine Sicht. Deine Pläne sind so viel höher, als es meine sind. Du führst in die Ruhe, ordnest meine Welt. Wenn ich bei dir bin, dann gibt's nichts mehr anderes, was mir fehlt. Ich schaue auf zu dir, will von dir drum meine Hilfe. Du bist der Anfang und auch das Ziel, und in dir finde ich mich. Du stehst zu mir und gehst mir voran. Wenn ich mit dir bin, dann gibt's nichts mehr anderes, wo mir fehlt. Du veränderst dich, darum vertraue ich dir. Du umhüllst mich und hebst deine Hand her über mich. Ich schaue auf zu dir, will von dir
bist der Anfang und das Ziel, und in dir, da find ich mich. Uns ist es mega wichtig, auch Danke zu sagen. Steffi und mir. Zum einen allen, die heute dabei sind, ob jetzt per Livestream oder da vor Ort oder die das im Podcast nachher noch nachschauen. An all die in dieser Zeit miterduldet, miterlitten haben. An all die extra Meilen gegangen sind. Da hat es einige, die über ihren Schatten gesprungen sind, sich extra Dienste geleistet haben, drin hineingegangen sind. Hey, danke viel mal für das Mittragen und auch das finanzielle Mittragen. Ein riesen Dank auch an den Ältestenrat oder wie man kann sagen Vorstand, wie auch immer, für den ganzen Rückhalt, Support, wo wir gebraucht haben, wo wir gespürt haben, wo wir miteinander in dem hinein können unterwegs sein. Danke, Sie machen da auch einen mega Dienst. Und auch Elias, Joel, Steffi, ich. Einfach, ja, für uns zusammen. Es ist schön, so ein gutes, mit so einem coolen Team können unterwegs sein und ja, das hat es gebraucht. Ohne das wäre es schwierig gewesen. Und von mir aus, ganz ehrlich, wirklich auch ein Dank an unsere Regierung. Ich denke, manchmal so Alain Berset würde ich nicht sein. Wirklich nicht. Und in dem Sinne auch, was ich schön gefunden habe, ist zu sehen, wir haben als Kirche oft Spezialbehandlung gehabt. Sachen, die anderen nicht vorenthalten waren. Und irgendwie hat es mir ein bisschen gezeigt, so ganz unwichtig, wie manchmal das dargestellt wird, sind wir Kirchen, glaube ich, nicht. Und das war irgendwo in dem Sinne auch noch ein schönes Zeichen gewesen. Hey, uns ist wichtig, heute nochmal so einen Anstoß zu geben, um wieder richtig zusammenzufinden. Ich weiss, dass für die einen ist es damit nicht einfach tun. Und dort kommen auf uns zu. Vielleicht müsst ihr es auch im Gebet noch mit jemandem anlegen. Das Gebet ist nachher noch für uns alle da. Aber wir wünschen, dass wir uns in unserem Miteinander Fürste gehen. Weniger über unsere Differenzen definieren, sondern mehr über unsere gegenseitige Liebe, die wir zueinander haben. Und dass wir davon ausgehen können, dass der andere das Beste will. Und dort, wo wir es irgendwie nicht sehen, halt gehen fragen und sagen, hey, mich irritiert es, können wir über das reden. Und in dem Sinne auch mehr auf unseren Auftrag fokussieren. Und letzte Woche hat Carmen, die Leiterin für unser Gebetsteam, ein Bild gehabt. Und es ist einfacher, wenn es nicht ich sage, wenn sie es selber sagt. Und ich habe eine Sprachnachricht, wo sie mir das so super zusammengefasst hat. Und wir können das zusammen schnell hören. Ich glaube, wir haben es ready. Hey Joni, ja, ich gebe dir das Bild gerne nochmal. Ja, es ist so, dass es zuerst so wie ein Gebüsch war, also so ein Busch, wie ein Rosenbusch, der wunderschöne Blüten hatte. Aber die Blüten waren auch schön, so wirklich an jedem Ende schön grosse Blüten. Und nachher habe ich gesehen, wie Gott so geschnitten hat. Die schönsten Blüten, sie waren noch nicht verwelkt. Und ich habe es nicht verstanden, wieso er so schöne einfach abschnitt. Und dann hat er gesagt, dafür können andere noch viel mehr wachsen und grösser werden. Und nachher habe ich dann gesehen, wie der Stamm in der Mitte immer dicker und dicker wird und daraus immer noch grössere Blüten also mit Ästen rausgewachsen sind und die Blüten grösser geworden sind, bis zu einem Baum, also wirklich ein paar Meter hoch. So einen gibt es nicht natürlich, aber einfach, er hat riesig ausgesehen. Man hat eigentlich nur Baum, Stamm, Äste gesehen und am Ende überall so riesige Blüten, so zwischen Lilien, Weissen und Magnolien, so etwas. Einfach wunderschön und duftend ist es gewesen. Ja, und der Mensch war gut klein daneben. Ja, und es ist so richtig gestrahlt. Und ja, und durch das hat er aber auch Blüten schneiden, die halt noch nicht verwelkt waren. Also das war krass. Er hat einfach die Schönen auch abgeschnitten, dass die anderen haben noch stärker können wachsen und grösser werden. Genau, also bis am Sonntag. Ich freue mich mega. Tschüss.
Das ist jetzt halt ein bisschen... genau. Aber es ist noch ein schönes Bild. Und ja, manchmal schneidet Gott Sachen und manchmal verstehen wir es nicht. Manchmal ist es irgendwo schwierig. Und, aber wenn es ist, dann ist es das etwas Größeres, etwas Besseres kann daraus entstehen. Und Steffi hat heute Morgen auch ein ähnliches Bild gehabt, völlig unabhängig von dem, die gleichen Blüten irgendwo gesehen. Und im Zusammenhang mit auch einfach loslassen und Vergebung. Und ich glaube, das ist so auch das Abschneiden. Gewisse Sachen müssen wir loslassen. Und dann kann etwas Neues daraus entwachsen. Und auch bei uns als Kirche, es macht etwas mit uns. Ja, ich glaube, das muss sich zuerst jetzt in den nächsten paar Monaten noch mal zeigen, wie sieht die Kirche jetzt aus nach dieser Zeit. Und auch wenn es Gott vielleicht Sachen beschnitten hat, kann Neues daraus entstehen. Und auf das wollen wir uns fokussieren und ausrichten, weil unser Auftrag, unsere Vision ist immer noch die gleiche. Wir möchten sehen, dass Menschen Gott erleben können, Gott begegnen und wie sie aufblühen können. Und dass wir etwas in die Gesellschaft transportieren können, ein Licht sein, Salz und Licht sein. Und ich möchte dich einladen, an diesem Morgen dich so zu investieren, dass in dieser Gemeinschaft wirklich Gott sichtbar werden kann. Dass Menschen Gott erleben können. Kirche soll auch ein Ort sein, wo Menschen, die Gott vielleicht auch noch nicht kennen, können den Gott erleben. Und wir alle sind auf unterschiedlichste Art und Weise dazu berufen, unseren Teil dazu zu beitragen. Und ich möchte dich einladen, dass du dich auch noch mal fragst, was ist mein Teil, den ich in diese Gemeinschaft hineingebe, dass sie wirklich an Gott reflektieren, dass wir den Liebe Gottes miteinander sein können. Und ein Punkt, der uns aktuell natürlich stark beschäftigt, wahrscheinlich ganz viel von euch auch, ist auch, was bedeutet das Ganze jetzt mit der Ukraine-Krise für uns? Was können wir auch als Kirche dazu beitragen? Ist vielleicht auch eine Chance, wo wir sagen können, hey, jetzt schauen wir auf das, was wir bringen können und dazu beitragen. Und ich merke, wie das die ganze Bevölkerung beschäftigt. Am Wochenende hat mir jemand erzählt, dass Menschen Stromgeneratoren verkaufen gehen, um sich irgendwie eindecken, wie Angst und Unsicherheit sich breit macht. Und hey, genau in dem hinein haben wir doch eine Hoffnungsbotschaft, wo wir jetzt uns auf unseren Auftrag konzentrieren können, der Welt Hoffnung zu zeigen, den Frieden zu fördern, die Not lindern und Brücken schlagen zueinander. Und wir haben uns auch überlegt, was ist unsere Rolle als GVC in dem hinein, was können wir tun. Und wir haben so wie 3 Sachen, die wir jetzt mal vorläufig, das kann sich auch noch ändern, wir müssen abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber etwas, was du persönlich auch kannst tun, ist bei www.kirchen-helfen.ch. Das ist eine Webseite, wo Kirchen und auch Privatpersonen mit Flüchtlingen vernetzt, wo Schlafplätze geschaffen werden in der Schweiz. Du kannst dich dort registrieren, wenn du Platz hast, jemanden aufnehmen. Das sind meistens Frauen und Kinder, Männer dürfen das Land aktuell nicht verlassen. Und die Flüchtlinge kommen. Wir haben gerade gestern mit Freunden geredet von Ignite Europe, wo der Sean Branda letztens bei uns preached hat, die sehr aktiv sind in der Ukraine, in Russland, dort dran sind mit Kirchen lokal vor Ort, um Leute zu evakuieren. Und da kommen die Leute in die Schweiz. Und da braucht es Platz. Und das ist eine Art und Weise, wie wir helfen können. Und wir werden nicht jetzt das als Kirche koordinieren, weil das eben eine andere Kirche schon gestartet hat und hängen uns dort an, weil es so eine gute Sache ist. Wir kennen die das Ganze betreuen. Aber auch wir werden unsere Räume öffnen, wenn es irgendwo nötig ist, für Aufenthaltsräume, für Mittagstisch. Wir werden einen Raum als Büro bereitstellen für die jetzt da mit Ignite Europe das am Koordinieren und Organisieren sind. Und das Zweite, was wir machen können, ist, es gibt ganz viele christliche Organisationen, die aktiv da drin sind und sich einsetzen und die grossartige Arbeit leisten. Da gibt es AVC, da gibt es MEDER, da gibt es Licht im Osten, Missionsgesellschaften und so weiter. Und am besten ist ihnen geholfen, wenn wir mit finanziellen Mitteln ihnen helfen und sie unterstützen. Gerade gestern im SRF-Bericht gelesen, Kleider und so weiter, kommt sehr schnell zusammen, aber hat es eigentlich genug. Und häufig ist es einfacher, Sachen vor Ort einkaufen, als sie durch schwierige Transporte an die Orte anbringen. Und wir haben uns entschieden, mit der GVC Winterthur zusammen, dass wir jetzt in dieser Situation im ersten Moment Licht im Osten möchten finanziell unterstützen. Sie sind auch bei der Kirchenhelfen-Aktion mit dabei. Sind sehr gut vernetzt in der Westukraine, in Rumänien und Moldawien und sind auch in der Ostukraine schon sehr lange tätig. Und
werden die heutige Kollekte sicher für sie einnehmen und werden dann mit dem, was wir von den Zehntengeldern haben, dort unterstützen. Und wenn du persönlich willst, aktiv werden, jetzt eben Kleiderspenden und so weiter, werden wir da nicht sammeln und Sachen, oder mindestens jetzt gerade nicht. Aber unsere Freunde von Ignite Europe, die können Manpower brauchen. Wenn es Leute gibt, die sagen, ich habe Zeit und Kapazität zum Koordinieren, Organisieren, zum je nachdem auch Hilfsgüter sortieren, oder sie suchen da Leute, die Lastwagen fahren können, dann dürft ihr euch bei uns melden und wir würden dann den Kontakt mit ihnen herstellen. Genau, wir wissen relativ gut, was sie brauchen und können dann schauen, ob das passt. Genau. Hey, ich freue mich auf das, was Gott für uns parat hat. Bin auch gespannt, um das zu sehen. Und ich möchte beten zum Schluss und nachher gehen wir nochmal in Worship rein für einen Song. Genau. Stehen wir doch miteinander auf. Jesus, Kirche ist so etwas Schönes, wenn sie dich wieder spiegelt. Das ist manchmal aber auch schwierig und nicht einfach. Und Jesus, lass uns wachsen an dem, was geschehen ist. Lass uns eine Kirche sein, die Sachen lernt und vorwärts geht und wo am Miteinander, auch an diesen Schwierigkeiten, darf gestärkt werden, darf wachsen, darf dir ähnlicher werden. Und Jesus, ich möchte das aussprechen über uns. Und ich möchte auch bitten, dass dort, wo Sachen irgendwo noch rum sind, wo ein Stachel irgendwo noch sitzt, dass wir den angehen können. Dass wir da dürfen miteinander den Weg finden, dürfen in so einem reflektierenden Dialog eintreten, dass wir nicht debattieren müssen, sondern wirklich miteinander und dürfen aus dem heraus schöpferisch in die Zukunft schauen. Und Jesus, ich bin gespannt, was du für uns parat hast, auch für jeden Einzelnen von uns. Und ich wünsche mir so, dass wir aufblühen können und dass wir da noch so viel mehr von diesen Storys hören dürfen. Danke, Jesus. Amen. Das Gebet